Ja, grüß euch Pannand und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, Leute. Ding. Es sind Dinge passiert. Ja, es sind wohl Dinge passiert und die möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal ansprechen. Ich habe hier in der Pipeline bei der guten Gadalea auf Odyssee, bitte geht's dahin, lasst Liebe da, die Zusammenfassung vom gestrigen Stream. Ich habe gesagt, wenn es wirklich extrem berichtenswerte Dinge gibt, werde ich das tun. Ich versuche hier gewisse Geschichten jetzt mal aus dem Kopf zu blenden, um euch die gewohnte Met-Qualität bieten zu können. Ich hoffe, es gelingt mir. Um hier vorher nochmal eine kurze Ansage zu machen. Dieses Video, ich habe es auch in der Videobeschreibung drin und in der Kanalbeschreibung. Ne? Weder mein Kanal noch die Videos darauf zielen darauf ab, irgendeine Art von Cybermobbing zu begehen. Und ich weise jegliche Anschuldigungen diesbezüglich von mir. Ja. Dies ist ein satirischer Unterhaltungskanal, der aktuelle Geschehnisse im deutschen Social-Media-Bereich behandelt. Und meiner Meinung nach ist dadurch, was ich hier sage, von der Kunstfreiheit gedeckt. Keine Ahnung, Oliver Kalkofe, der wird ja auch nicht gebannt. Egal, was er den Leuten an den Kopf wirft, die er da parodiert. So viel zum Thema. Der Medienprofi hat gestern wohl einen Stream gestartet. Also nachdem er dieses fürchterliche Ansage, Rechtfertigungs, ich weiß nicht, was es war, Autounfall-Video da gepostet hat, war das jetzt, und natürlich diese Pervert-Scheiße und den ganzen anderen Klump, war das jetzt das erste Mal seit langem wieder ein Lebenszeichen der live-streamenden Art. Und ich habe natürlich schon ein paar Infos, aber wir schauen jetzt einmal rein. Die Zusammenfassung hier dauert knapp 18 Minuten. Davon sind 1 Minute 20 sind Intro. Ich glaube, 1 Minute ist nochmal Outro. Ja, sowas. Also eine gute Viertelstunde. Ja? Da sind wir dabei, da sehe ich mich. Und mal schauen, wenn ich danach noch Bock habe, vielleicht gehen wir noch auf den Podcast ein, weil der wohl auch hoch utopisch gewesen sein soll. Gut. Grüße gehen raus nach Lillehammer, wenn die entsprechenden Personen das hören. Und bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch her, sammer mehr. Reißt's euch eine Häube auf. An mir ging an einer. In Rainer. Diesmal machen wir hier den Dings. Haha. Diesmal habe ich dran denkt. Los geht's. So, hallo meine Lieben. So, wissen wir schon mal, wie das anfängt. Ne? Großes Kino. Reini, wo ist denn der Filter hin? Ich erinnere einmal kurz. Ne? Das hier rechts oben ist normalerweise TikTok mit Anti-Fett-Filter. Das links daneben ist Kick mit ohne Anti-Fett-Filter. Ja? Hat man jetzt die Charade schon aufgegeben? Weil das hier ist Diggity Doggity, was er hier hat. Das da, hier, ja. Aber definitiv nicht das da. Und da ich nicht glaube, dass der Mann ungefähr 80 Kilo zugenommen hat in 4 Wochen, auch wenn er das hinkriegen würde. Nee, Bullshit. Den da weg. Den da. Ne? Haben wir mal wieder. Jetzt ist ihm das jetzt schon zu viel Arbeit offensichtlich, dass er diesen ich wiege gar nicht 200 Kilo Filter rein macht. Gut, fängt das schon mal gut aus. So,
nicht zu vergessen. So. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, grüß dich, Rainer. Ich möchte an der Stelle gleich anmerken, dass ich nicht so lange streame, wie ich normalerweise streamen würde. Das tut mir fürchterlich leid. Der Grund dafür liegt darin, Dass die pathetische Klaviermusik im Hintergrund, die zum auf die Tränendrüsen drücken und mitleidsbarende erbetteln da sein soll, nicht so lange geht. Ne? Die längste Dauerschleife, die du gefunden hast, war vielleicht eine Stunde und dann nochmal auf Play drücken, oh come on. Da muss er die Maus wieder in die Hand nehmen. dass ich beschlossen habe, nicht mehr viel zu streamen. Ja. Ja, das ist klar wieder, wenn es soweit ist. Nein, ich glaub's da eigentlich nicht, weil es kann ja immer wieder soweit sein. Eigentlich solange du irgendwo genügend Barne hast, damit du fressen und scheißen kannst, wirst du streamen. Ich werde weiterhin aktiv sein. Ich werde weiterhin Videos machen auf TikTok und auf Odyssey. Mein Gott sei Dank, da bleibt uns wenigstens erhalten. Ein reiner, sei nicht aktiv. Sei nicht aktiv, nicht auf Diggity Doggity, nicht auf Odyssey, nicht auf Huppi Fluppi oder auf welche anderen kernbehinderten Drecksplattformen in den nächsten Jahren, die Schwammerl aus dem Boden sprießen werden, um Vollidioten die Barne aus den mit Kaugummi verklebten Hosentaschen zu juckeln. Ne? Ist alles, ist nix. Lass einfach bleiben, die Scheiße. Ne? Lass es einfach bleiben. Und das ist wirklich ein gut gemeinter Rat. Anni, du hast dich Ende Dezember dahin gehockt und hast gefeixt. Und hast in einem Bilderbuch Höhenflug einer manischen Phase davon fabuliert, was im nächsten Jahr alles auf die Hater zukommt und dass das dein Jahr wird und dass wir kennen das jedes Jahr im Dezember, glaubt er irgendwie, nächstes Jahr ist es soweit. Ja, und jedes Jahr, und es ist ausnahmslos jedes Jahr im Januar, fliegst du mit Karacho auf die Fresse. Und jedes Jahr setzt du dich dann dahin und heulst einen vor, ich will das alles nimmer, bla bla bla. Ja, dann lass es doch einfach bleiben. Und es ist auch, viele Leute werden jetzt auch sagen, und da ist sicher auch was dran, dass man sagt, ihm schwimmen die Fälle davon, er drückt jetzt auf die Tränendrüse und er erhofft sich so dieses Fishing for Compliments Ding. Nein, lieber Drache, bitte hör nicht auf. Ja, wie viel Geld da, nimm, wie viel Geld brauchst du? 10 Euro, 100 Euro. Ich nehme einen Kredit auf. Ja, ich verpfände mein Haus. Ja, nimm alles, was ich habe, aber bitte, lieber Drache, wenn du nimmer streamen ist auf TikTok, da ist mein Leben nichts mehr wert. Das erwartet er jetzt von den Leuten. Wie jedes Mal im Übrigen, wo er das angekündigt hat in den letzten Jahren. Ja? Ihr kennt diesen einen, was der Discord League oder TS League oder was es war, wo er angekündigt hat, ja, nee, er hört auf mit YouTube damals. Er hört auf, er hat keinen Bock mehr. Wo ihn jemand angesprochen hat im Voice-Chat und gesagt hat, hey, ja, hast du jetzt deinen YouTube-Kanal eigentlich gelöscht? Nein, hat er nicht gelöscht. Löscht er auch nicht. Ja, aber Reini, wenn du aufhören willst mit YouTube, warum löscht er den YouTube-Kanal nicht? Das ist wie mein Kind, bla 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 bla. Ne? Und es ist jedes Mal so, der Mann hat nicht die Absicht aufzuhören. Ich kenne die Theorien, wir gehen auf die ganze monetäre Geschichte später noch ein. Ich werde weiterhin meinen Podcast machen. Oder meine Podcasts sind jetzt 2. Vielleicht kommt demnächst sogar noch ein 3. Ja, und da wird wieder dieselbe Scheiße schwadroniert wie in den anderen beiden auch schon. Du hast diesen Mein Leben Podcast, machst du jetzt zum 3. Mal. Und den Gegen Mobbing Podcast machst du auch schon zum 2. Mal. Und du schwadronierst jedes Mal denselben Cast da drin. Also, und wir wissen, dass halt 90% von dem alles Lülülü ist.
Die Lüge fängt schon an, am Anfang bei herzlich willkommen beim Drachen. Bei dir ist niemand herzlich willkommen. Weil du ein sehr antisozialer Mensch bist. Es wäre dir willkommen, wenn dir die Leute einfach so das Geld überweisen und die Fresse halten würden, dass du die Scheiße hier nicht machen musst. Das wäre dir willkommen. Hier sind die Leute nicht willkommen. Die sind da, weil sie einen finanziellen Nutzen für dich haben. Punkt Ne? Weil ich noch am Überlegen bin, ob ich eine zweite Staffel von Drachenleben mit Hass mache und davon dann die zweite Staffel mache. Rainer, du bist schon in der zweiten Staffel. Ist das jetzt die zweite Staffel von der zweiten Staffel? Hat er auf jeden Fall. Noch dazu, wie gesagt, das Leben mit Hass und das Podcast über mein Leben, ne? Die haben sehr große Schnittmengen, Rainer. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ne? Aber du schwadronierst da größtenteils immer über dieselbe Scheiße. Es geht immer über die Hater und es geht darum, dass sie die in der Schule auch schon ganz böse gemoppelt haben. Ne? Und ich kaufe dir beides nicht ab. Also bei den Hatern weiß ich ja, dass das alles, was du verzapfst, Lülülü ist. Aber das von wegen, ja, wir haben es in der Schule schon gemoppelt, das ist Bullshit, Rainer. Das ist Bullshit, das redest du dir ein. Ich glaube, dass du es inzwischen selber glaubst, weil du es dir ja seit Jahren eingeredet hast. Genauso wie du dir eingeredet hast, dass die Mädels in deiner Klasse einen Pakt geschlossen haben, weil sie alle dich haben wollten und damit es keinen Streit unter ihnen gibt, dass sie dann, ne, dass dann keine dich bekommt und du nur deswegen ungebomst in dein drittes Lebensjahrzehnt gestartet bist. Hahaha, haben wir gelacht. Und du redest dir Dinge ein, Reini. Du redest dir, und das ist ein gefährlicher Weg. Du ignorierst die offensichtliche Realität und dann malst du dir eine Fantasiewelt, die erklärt, warum gerade alles scheiße läuft und warum du nicht dran schuld bist. Rainer, du musst einmal den Tatsachen ins Gesicht sehen. Rainer, du musst den Tatsachen ins Gesicht sehen. Du hast dich die letzten 12 Jahre lang eingeschissen und hast die Hose nicht gewechselt. Du sitzt immer noch in dieser 12 Jahre alten Scheiße. Und du fabulierst dir irgendeinen Grund her, wo der Gestank herkommt. Anstatt, dass du dir eingestehst, dass du dich eingeschissen hast und die Hose wechselst. Ich habe noch eine Idee für den zweiten Podcast. Es geht auch um Mobbing und alles. Und ich habe überlegt, wie ich das Ganze anstelle. Einer so wie immer. Irgendein deppertes Hintergrundbild, nein, das ausschaut, als hätte es ein Fünfjähriger irgendwie auf Paint gemacht und dann mit der schlechtesten Mikroqualität irgendeinen Stumpfsinn 40 Minuten vom Stapel lassen. Das ist immer derselbe Cast, Rainer. Ich muss mir überlegen, wie ich das mache. Ja, so wie die letzten 20 Mal heute auch. Was heißt das für euch? Es wird Streams geben, aber nur ab und zu, nicht so oft, weil ich die Schnauze voll habe. Ja, das glaube ich, wer will. Erinnert sie euch, letztes Jahr, da ist er gerade irgendwie in dieser Katal-Bubble da angekommen. Da war da gerade mit dem Jason und wie er heißt, am Streamen. Das war kurz nachdem die ihn dazu genötigt haben, dann Fuffi an dieses Hospiz da zu spenden. Wo er auch gesagt hat, na Leute, ich ziehe mich aus dem Internet zurück, etc. Da hat er sich doch dann da zerstritten, ist da wütend aus dem Gruppenstream da Rage gequittet und dann hat er gesagt, er hört auf, er kann das alles nimmer und er möchte sein Leben jetzt ändern und er möchte sein Leben in den Griff kriegen und so weiter und so fort. Genau 2 Tage, nicht einmal 2 Tage hat es gehalten und dann war er wieder da. Ja? Metal-Leute, bla bla bla, also als wäre nie etwas gewesen und wer danach gefragt hat, ob er sie nicht eigentlich löschen wollte, der ist mit dem Bannhammer belohnt worden. Und jetzt ist dieselbe Scheiße jetzt auch wieder. Der kann das nicht bleiben lassen, weil sogar wenn es nicht um die Barne geht, es geht ihm natürlich zu 90% um die Barne. Die restlichen 10% sind vom Narzissmus getrieben, der ihm sagt, du brauchst das, du musst jetzt, weil wenn er sie noch so sehr beleidigen lässt in seinem Stream, ne,
Auch wenn er mit ganzen Pensi-Lutscher da jetzt mal nicht unbedingt den Pensi lutschen, auch wenn er sich da beleidigen lässt, er kriegt Aufmerksamkeit. Es lenkt ihn von der Erbärmlichkeit seiner Existenz ab. Ja, solange er im Internet nur ein paar hundert Leute anschnauzen kann, ist er nur wer. Und dann denkt er mal eine halbe Stunde oder 1,5, je nachdem, wie lange es braucht, bis er wieder zum Sorgen muss, denkt er dann einmal nicht daran, wie krass erbärmlich eigentlich seine kaputtgeschossene Existenz ist. Das braucht der. Ja, wie die Luft zum Atmen, zum Schwitzschnaufen. Ne? Ich habe die Schnauze voll davon, dass irgendwelche Leute Lügen verbreiten. Ich habe die Schnauze voll davon. Ja, dann würde ich an deiner Stelle als erstes einmal mein eigenes Schandmaul halten, Rainer. Derjenige, der nämlich die allermeisten Lügen verbreitet, der bist nachher du. Dass irgendwelche Leute meinen, mit meinem Leben Scheiße bauen zu können. Rainer, wer hat denn die Scheiße mit deinem Leben gebaut? Ey, wie wärst du wieder mit? Rainer, merkst du es denn nicht? Die Scheiße bauen immer bloß die anderen. Rainer macht sein Zeug. Rainer, das, was du als dein Zeug machen beschreibst, ist die Definition von Scheiße bauen. Aber das wird der niemals merken. Das checkt er nicht. Und er merkt es einfach nicht. Und deswegen braucht dieser Mann einen Vormund. Und ich habe die Schnauze voll davon, dass alle Lügen glauben. Ich weiß, es gibt einige unter euch, die keine Lügen glauben. Aber das Problem ist, diese Lügen ziehen permanent irgendwelche Menschen mit in die Scheiße. Nee, Rainer, die Menschen, die das da mit reinzieht, die sind dir gerade geschmeidig scheißegal. Ne? Diese Vorwürfe, die im Raum stehen gegen dich, nicht lügen, weil ne? Klar gilt die Unschuldsvermutung. Du wirst nicht vorverurteilt, aber solange nicht bewiesen ist, dass das alles nicht stimmt, sind es auch noch keine Lügen. Dann sind es Vorwürfe, Rainer. Und das sind gravierende Vorwürfe. Und diese Vorwürfe haben überhaupt niemanden irgendwohin reingezogen. Den einzigen, den die Vorwürfe irgendwo hingezogen haben, warst du, und zwar in den Aufmerksamkeitsbereich der Behörden. Und das mit Recht, weil solchen Vorwürfen muss natürlich nachgegangen werden. Denn sollten diese sich als wahr erweisen, dann holla die Waldfee. Menschen, die ich nicht kenne, Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, Menschen, die auch auf die entfernteste Art und Weise nichts mit mir zu tun haben. Und ich habe einfach die Schnauze voll. Die letzten 12 Jahre meines Lebens, in denen ich YouTube und Videos gemacht habe, haben... Oder wie er schwitzt und schnauft, alleine vom Reden. Das überanstrengt ihn schon so. ...mir gezeigt, dass ich mich nicht ganz davon lösen kann. Es liegt auch daran, dass es mein Hobby ist und nicht nur mein Beruf. Ich liebe meinen Beruf. Rainer, du liebst einen Scheiß. Ne? Und sag noch einmal fürs Finanzamt noch ein paar Mal, dass das dein Beruf ist, bitte. Dein Anwalt wird's dir danken. Rainer, du liebst das hier nicht. Du liebst das einfache Geld. Ne? Diese YouTube-Scheiße, gibt's da vielleicht die ersten Jahre Spaß gemacht. Ne? Aber wo du gemerkt hast, dass das alles so einfach nicht ist, wie du dir das vorgestellt hast. Ne? Dass das halt kein Selbstläufer ist, wo du sagst, hey, nimm da 20 Minuten am Tag oder vielleicht eine Stunde, nimm mir mal ein Video auf und jeden zweiten Tag setze ich mir dann 2-3 Stunden vor den Stream und dann mache ich Hunderttausende von Euros ohne irgendwelchen großen Aufwand, wo du gemerkt hast, dass das so einfach nicht ist. War es dir schon wieder zuwider. Der einzige Grund, warum du die Scheiße immer noch machst, ist, dass du noch keine andere Masche gefunden hast, um die Leute um ihr Geld zu erleichtern, wo du weniger arbeiten musst. Was heißt Arbeit, ne? Also wo du weniger dafür tun musst. Das ist der einzige Grund. Du liebst diese Scheiße nicht. Und ganz ehrlich, wenn du diese Scheiße liebst, dann bist du vielleicht noch dümmer, wie ich gedacht habe. Weil wenn man das liebt, dass man sich im Internet
vor Hunderttausenden von Leuten zum Obst macht und dass man sich praktisch seine komplette Existenz einfach zerstört hat. Also wenn du dir die letzten 12 Jahre mal Revue passieren lässt und sagst, dass das ist, was du liebst, ja dann Prost, Mahlzeit, Rainer. Dann Prost, Mahlzeit. So gesehen, ich liebe mein Hobby. Und ich kann mich nicht ganz davon lösen. Ich habe es über die Jahre immer wieder versucht. Ich komme immer wieder dazu zurück. Es geht auch nicht mal unbedingt ums Geld, obwohl ich natürlich auch in ein finanzielles Loch fallen werde. Ja, Rainer, doch, es geht ums Geld. Du machst die Scheiße nur des Geldes wegen. Ich liebe den Genitiv. Du machst es nur des Geldes wegen, Rainer. Ein bisschen natürlich aufgrund des Narzissmus, aber ich glaube, hättest du unbegrenzte finanzielle Mittel, würdest du deinen Narzissmus irgendwie anders ausleben. Ne? Dann würdest du Leute bezahlen dafür, um dir, sagen wir mal, Gesellschaft zu leisten. Und dir dadurch deine Bestätigung zu holen. Und dir Lügen zu erzählen über, keine Ahnung, ne? 16,5 oder 6,5. Ich habe das die letzten Jahre mitbekommen, speziell die letzten 2 Jahre, was es für eine riesen Lücke hinterlassen hat, nachdem YouTube weg war. Reini, du hast überhaupt nichts mitgekriegt. Reini, du hast die letzten Jahre nichts gecheckt. Du hast seitdem du diesen YouTube-Kanal aufgemacht hast, gar nichts gecheckt. Und ja, der Wegfall der YouTube-Barne war ein massiver Einschnitt in dein Leben. Weil das Einkommen dann nicht mehr ganz so passiv war. Man hat sich auf Diggity-Doggity herunterlassen müssen. Um mit dem anderen Abschaum um Centbeträge zu betteln. Aber auch offensichtlich beim Centbeträge betteln kommen beträchtliche Summen dann übers Jahr hinweg rein. Und reden später nochmal drüber, was mit diesen Summen ist. Nachdem ich mein Haus verkauft habe, hätte ich eigentlich aus diesem Scheiß rauskommen sollen. Ja, richtig, Rainer. Das hättest du auch machen können. Rainer, du hättest nämlich von den Hausbarren, ne, hättest du, anstatt dass du dir diesen scheiß Ford Ranger gekauft hast, aller weil ich mir leisten kann, hättest du deine Schulden bezahlen können. Alle. Ausnahmslos. Alle Schulden und wieder bei Null anfangen. Da hättest du noch einen 5-stelligen Betrag auf dem Konto gehabt. Ne? Ich glaube, er hat für den ganzen Bums insgesamt, glaube ich, 100.000 gekriegt, oder? Wenn dann 30.000 schon mal wegfallen für andere Sachen, dann sagen wir mal nochmal 20.000 runter, dann mal 30, dann hätte er nur 40 über gehabt. Ne, warte mal, 20.000 runter. Da kann man hin. Weil dann hat er nämlich 40 für den Ranger ausgeben und die 10.000 Euro, die hat er ja in VR-Brille und neue Grafikkarte in den ganzen Klump gesteckt. Und den Gaming-Laptop und so. Ja? Das heißt, du hättest 50.000 Euro gehabt als Startkapital in ein neues Leben. Von diesen 50.000 Euro hättest du dir eine Butze anmieten können. Und vielleicht die Zeit überbrücken, bis du irgendwo eine Dulli-Anstellung gefunden hättest. Ne? Hier in irgendeinem Kaff wie da, wo du jetzt bist, wo die Miete nicht teuer ist, wo du für 300 Euro in irgendeine kleine Butze reingehen kannst, kaufst da ein kleines Auto, nimmst vielleicht ab, damit das Auto nicht alle 2 Monate in der Werkstatt ist und neue Traggelenke braucht. Und dann gehst du in irgendeinen Job, wo du deine, keine Ahnung, was weiß ich, 1.600 Euro im Monat auf die Hand kriegst. Davor zahlst du dann 300 Euro deine Miete und 50 Euro deine Nebenkosten oder 100. Ja, und dann geht noch ein bisschen was für Autosprit und sonst was weg. Dann hast du 1.200 Euro, die du zur freien Verfügung hast, jeden Monat. Die kannst du verfressen. Da kannst du bei irgendwelche Pornoseiten anmelden.
Damit kannst du machen, was du lustig bist. Dann hättest du ein schönes Leben gehabt. Und noch, wie gesagt, noch dieses Finanzpolster von dann vielleicht nur 40.000 Euro im Hintergrund. Davor ein bisschen was für schlechte Seiten auf die Seiten legen und sie dann vielleicht denken, jo, einmal im Jahr vielleicht davor ein bisschen was nehmen, mal in Urlaub fahren. Ne? Dann wär's das gewesen, Rainer. Dann hättest du jetzt wahrscheinlich deine Ruhe. Und hättest ein schönes Leben, ohne gewisse Vorwürfe gegen dich. Ohne dass du dir irgendwo da hier raus aus der Drachenschanze, rein in die Wolfsschanze, bei irgendwelchen fragwürdigen Leuten verstecken musst. Und jeden Tag Angst haben musst, dass Leute kommen und am Tor rütteln. Das ist schon ein ganz normales Leben rein. Und wenn du dann vielleicht nur, ich weiß nicht, 100 Kilo abgenommen hättest, dann hättest du vielleicht da irgendwo eine Dumme gefunden, die sie bei dir mit in die Putzen reinhockt und ein einfältiges Leben mit dir führt. War das eine Sache? Nein, natürlich nicht. Der Ford Ranger hat her müssen, wir wissen es alle. Aber das hat einfach nicht hingehauen. Also passt auf. Die Mucke im Hintergrund, die macht mich schon wieder matt. Wir reden heute Klartext. Ich habe momentan Jetzt bin ich... Meine Ohren sind gespitzt. fast 10.000 Euro Schulden bei der AOK, die deswegen entstanden sind, weil ich die letzten 2 Jahre nicht in der Lage war, irgendwas finanziell zu regeln. Rainer, du warst die letzten... Wann hat Rudi einen Arsch hochgemacht? 2011. Die letzten 13 Jahre nicht in der Lage, irgendwas finanziell zu regeln. Weil du vollkommen unfähig bist. Reini, du hast 10.000 Euro Schulden bei der AOK. Weil du nicht in der Lage warst, in den letzten 2 Jahren in Anführungsstrichen was zu regeln. Brennt dir der Hut. Du hast erst vor kurzem wieder irgendwo auf irgendeiner Dulli-Pimper-Seite geschrieben, dass du da seit einem Jahr VIP-Mitglied bist. Ich weiß nicht, was diese Seiten kosten. Im Monat für VIP-Mitglieder. Ich habe keine Ahnung. Verzollt es mal. 30 Euro? Ne? Sind es 30 Euro? Rechnen wir einfach mal mit 30 Euro. Rainer, dann sind das schon mal 360 Euro, die du im letzten Jahr einfach im Klo runtergespült hast, für irgend so eine dämliche Bumsdödel-Seite. Da hättest du, da wären wir jetzt schon bei 9.640 Euro. Weniger AOK-Schulden. Ne? Wenn das ein oder andere 4-Sterne-Hotel sich geschenkt hätte und stattdessen eben in so ne, Butze, wie du jetzt bist, gegangen wärst, wo halt in dem Hotel 2 Nächte das kosten, was du da im ganzen Monat bezahlst, ne? Dann hättest du da auch schon wieder Hunderte von Euro gespart. Dann wärst du vielleicht bloß nur bei 5.000 Euro. Ja, wenn du dann zum Beispiel gesagt hättest, ja, keine Ahnung, diese und jene Anschaffung, die schenke ich mir. Verstehst du das Problem? Rainer, du hast das Problem nicht an der Einnahmenseite. Bei weitem nicht. Reini, du hast im letzten Jahr gut 130.000 Euro eingenommen. Netto. Weil wir wissen, dass du sie nicht versteuert hast. Und daher, also ich kann jetzt mal das Thema ansprechen. Ihr habt alle gesehen beim Ofenkäse, dass wohl angeblich der Gerichtsvollzieher da war wegen seinen Steuerschulden und dass sie die auf knapp 15.000 Euro beziehen. 14.000 irgendwas und der Pass Cash. Und wenn ich das hochrechne auf 31.000 Euro, ist das ein realistischer Betrag. Ne? Also das sind ja die 31.000 Euro sind das, was wir wissen. Und
ihr müsst auch wissen, das Finanzamt kann natürlich deine Kontobewegungen einsehen, wenn Verdacht besteht, dass du da Barne verdienst, die du nicht versteuerst. Das heißt, er hat ja dann über andere Direktüberweisungen von irgendwelchen Leuten, wo er dann zwar immer gesagt hat, ja, das sind extra Spenden, aber es ist halt nicht so. Es ist halt weiter, es sind seine Berufseinnahmen als Influencer. Wenn ich jetzt irgendeinen Patreon-Link habe als YouTuber, dann ist das ja auch, dann muss ich das ja auch versteuern, was da drüber reinkommt. Ne? Und ich schätze mal, dass der wahrscheinlich auf für ihn netto, aber eigentlich Bruttoeinnahmen von 35.000 Euro kommen ist im letzten Jahr. Was ein ganz schön saftiger Betrag ist für einen obdachlosen Internetbettler. Ja? Um das jetzt mal so dahin zu stellen. Dann sind 14.000 und der Bot zerquetscht, ist eine realistische Forderung vom Finanzamt. Ist eine realistische Forderung. Und das macht das für mich schon wieder glaubwürdig. Und jetzt, wenn wir jetzt wissen, dass er bei der AOK auch nochmal 10.000 in der Kreide steht, dann haben wir schon 25.000 Euro aufgerundet. Ne? Haben wir 25.000 Euro, die er jetzt wohl allein im letzten Jahr an Schulden aufgebaut hat. Also der Mann hat 31.000 Euro oder 35.000 Euro eingenommen und steht jetzt ein Jahr später da mit minus 25.000 Euro. Das heißt, der Mann hat im letzten Jahr wieder 60.000 Euro verbrannt. Verbrannt, weg. Ich weiß nicht wofür. Aber es ist weg. Und weißt du, der Ofenkäse hat ja den Verdacht in den Raum gestellt, dass Reini jetzt einen auf ApoRed macht. Ne? Privatinsolvenz und hurra die Gams. Und dass er deswegen jetzt weniger streamen wird, weil ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber bei der Privatinsolvenz, alles was über einen gewissen Freibetrag hinweggeht, was auf deinem Konto landet, wird alles weggepfändet. Das heißt, scheißegal, wie lange er im Diggity-Doggity-Stream sitzt und um Barren bettelt und Big Matches macht und was weiß ich nicht alles. Jeder Cent, der übers Bürgergeld rausgeht, das er dann beziehen würde, höchstwahrscheinlich, weil das ist die Grundsicherung, das ist das, was du mindestens brauchst zum Leben, das kann es dann mehr oder weniger nicht zwicken. Egal in welcher Insolvenz du bist. Jeder Cent, der da drüber rausgeht und auf seinem Konto landet, von seiner erbärmlichen Internetbettelei, geht ans Finanzamt, an die AOK, das wird alles gepfändet und davon werden die Gläubiger abbezahlt. Und ich glaube, Privatinsolvenz, was sind 7 Jahre, oder? Natürlich denkt er sich ja, wenn ich die Barne nicht behalten kann, dann hocke ich mich natürlich nicht da in den Streamen rein und bettel den ganzen Tag. Weil hilft mir ja nichts. Ich darf ja die Barne nicht behalten. Dass man da vielleicht irgendwie so, ich weiß nicht, ein Verantwortungsgefühl der Gesellschaft gegenüber hat, die man ja geschröpft hat. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, die 15.000 Euro beim Finanzamt, die er da Schulden hat, das ist unser Geld. Jeder einzelne arbeitende Bürger dieses Landes, ja, jedem von uns schuldet er dieses Geld. Klar, das ist im Bruchteil von Centbereichen pro Person, aber es geht hier ums Prinzip. Ne? Wir zahlen auch alle unsere Steuern. Wenn mich alle keine Steuern zahlen würden, so wie er, dann wäre hier Sodom und Gomorra in dem Land. Ich halte das für auf jeden Fall möglich und glaubwürdig, dass er sagt, ja, natürlich streame ich dann nicht mehr so viel. Und es ist jetzt natürlich, hat es jetzt versteckt, Ewigkeiten, und es war ja bekannt, aus diversen Quellen, die versucht haben, ihm beim Finanzamt, bei der GEMA und so weiter und so fort zu melden, dass die gesagt haben, ja, wir würden dem Herrn Winkler gerne einen Bescheid zukommen lassen, aber wir wissen ja nicht einmal, in welchem Bundesland er sich aufhält.
weil er sich ja nicht gemeldet hat. Er ist ja immer noch als Obdachloser gemeldet und nicht in, wie ja immer dieses Kaff heißt, in dem er da jetzt ist. Ne? Und jetzt, wo rausgekommen ist, wo er ist, und es war früher oder später abzusehen, dass das rauskommt. Ja, aber da hat natürlich der Vergangenheitsrainer wieder gesagt, das ist Problem für Zukunftsrainer. Ich werde jetzt erst dann nochmal für 50 Euro beim Chinesen bestellen. Und jetzt ist rausgekommen, wo er ist. Die entsprechenden Leute haben den entsprechenden Behörden seinen Aufenthaltsort gemeldet. Und jetzt werden nach und nach die Forderungen eintrudeln. Ach ja, Herr Winkler, IBIMS, eins Finanzamt. Ich krieg nur 15.000 Euro von Ihnen. Ah, Herr Winkler, IBIMS, die GEMA. Sie haben in den letzten Jahren in Ihren gewerblichen Streams Muckenöl laufen lassen, für die Sie keine Rechte haben. Wir kriegen nur Geld. Herr Winkler, schön, dass wir Sie mal wieder erreichen können. Wir sind's, die AOK. Sie haben sich in den letzten Jahren mehrfach behandeln lassen aufgrund Ihrer durch ihre morbide Adipösität entstandenen Krankheiten, die sie haben. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber Krankenversicherungsbeiträge muss man schon bezahlen, wenn man dann ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen will. Wir kriegen auch nochmal Barne von ihnen. Und diese ganzen Geschichten, und ich habe es letztes Jahr gesagt, wenn das mal alles einschlägt, dann schlägt es richtig ein. Türmen sich jetzt vor ihm auf wie ein riesengroßer Haufen Scheiße. Und kann gut sein, dass er dann sagt, Insi-Modus, Arsch lecken. Und dann wird er dann mal gestreamt, weil dann kriegt er keine Barre mehr dafür. Ich habe in den letzten Monaten, seit November, endlich wieder eine finanzielle Grundlage gehabt und konnte anfangen, da zu zahlen. Jetzt habe ich allerdings eine Pfändung auf dem Konto, das heißt, ich stehe jetzt gerade richtig in der Scheiße. Und ich kann momentan halbwegs von meinem finanziellen Polster leben. Auch von Keiner. Du kannst auch von deinem angefressenen Polster leben. Keiner. Du kannst von trockenem Brot und Wasser kannst du locker 2 Jahre überleben, bevor es kritisch wird bei dir. dem, was ich mit meinen Videos und meinen Streams mache. Und es funktioniert halbwegs, aber das Problem ist, ich brauche natürlich jetzt erst einmal 4.500 Euro, damit ich... Jetzt wissen wir, woher der Hase kommt, ne? Oder wohin der Hase läuft, wo er im Pfeffer liegt. Der Hase weiß, wo er ist und warum. Ja? Wer anderen eine Grube gräbt, hat eine Taube auf dem Dach. Beiläufig wird erwähnt, so. Ich brauche jetzt erst einmal 4.500 Euro, was er für die AOK. Nein, Rainer. Du brauchst 10.000 Euro für die AOK. Weil das ist es, was du denen schuldest. Aber ich weiß schon, das war in der Vergangenheit immer so. Man hat den immer mit weniger davon kommen lassen. Der Stromversorger hat gesagt, bevor er jetzt überhaupt nichts von dem kriegt, ne? Und er braucht den Strom für die Internetbettelei, wo die Barren reinkommen, bevor ich da überhaupt nichts von dem kriege, lasse mal Anzahlung machen für die Schulden, die er hat. Und baue in diesen Prepaid-Zähler rein, damit er nicht nur mehr Schulden anhäufen kann. Und dann stottert er die halt in Centbeträgen über die nächsten 100 Jahre ab. Und irgendwann, wenn er dann aufgrund seiner maßlosen Fresssucht die Haxen hochgerissen hat und das Haus, ne, und dann Hammer kimmt und von dem, was dann da rauskimmt, die ganzen Gläubiger abgestottert werden, stelle ich mich mit in die Schlange an. Das haben sich die damals gedacht. Und Rainer glaubt, das läuft jetzt immer so. Und das läuft wahrscheinlich ja immer so. Auch die AOK sagt hier, 4.500 sind besser wie in die hohle Hand geschissen. Ne? Und die werden jetzt auch gesagt haben, Herr Winkler, Sie haben bei uns 10.000 Euro Schulden. Wir können uns da auf einen Finanzierungsplan einigen. Sagen wir mal, die 4.500 Euro, also 45% davon kriegen wir gleich. Und den Rest können Sie dann praktisch mit den zukünftigen Beiträgen immer wieder jeden Monat ein bisschen was abstottern. Ja? Einigen wir uns da drauf, weil die sich auch denken, ist besser wie nix. Und Reini denkt sich, in dem Moment ist bei Reini im Hirn schon wieder umgeschalten. In dem Moment hat er nicht mehr 10.000 Euro Schulden bei der AOK.
In dem Moment hat er 4.500 Euro Schulden bei der AOK, weil er in seinem dämlichen Klöterkopf nicht begreift, dass nur weil er jetzt erst einmal mit 4.500 davonkommt, die restlichen 5.500 Euro sich nicht in Luft auflösen. Aber, da sind wir wieder bei dem Ding, das ist ein Problem für den Zukunftsreiner. Soll doch das dumme Arschloch sich darum kümmern. Ja? Der tut mir jetzt schon leid. Stinken tat's mir, wenn ich der wäre. Der Mann wird niemals auf eigenen Füßen stehen können. Nie, 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 nie. Kein Peter Zwegert der Welt kriegt den auf Linie. Wie gesagt, der braucht jemanden, der die Hand drüber hat. Von dem er so und so viel Taschengeld im Monat kriegt. Und wenn er irgendwelche besonderen Ausgaben hat, muss er darum bitten. Und dann muss das genehmigt werden. Und wenn es dann heißt, du, ich reiche mal 360 Euro für ein Jahresabo bei fickmich.de, dann heißt nein, Reini, das ist eine dumme Ausgabe. Dafür gibt es kein Geld. In der Lage bin, ich will das gar nicht von euch, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ich versuche nur die Lage zu erklären. Ich brauche jetzt erstmal 4.500 Euro, damit ich diese Pfändung los bin. Das Problem ist, es wird früher oder später auch was von der Steuer kommen. Ich weiß, dass Ofenkäse schon wieder irgendwelche Lügen verbreitet hat, von wegen Steuerberater würde irgendwas von 14.000 Euro von mir wollen. Na, der Steuerberater will von dir überhaupt nichts. Ja, ein Steuerberater ist jemand, den du selber engagierst. Ich weiß nicht, das hättest du vielleicht vor langer Zeit einmal tun sollen, als du noch Barne vom Erbe gehabt hast. Das wäre sinnvoller gewesen, als das in diese Sex-Chatbots zu stecken. Oder das ganze andere Klump. Wer was von dir will, ist der Gerichtsvollzieher. Ne? Der Gerichtsvollzieher, den das Finanzamt dir geschickt hat. Und Reinhard, wenn der Gerichtsvollzieher schon mal kommt, dann ist aber nimmer 5 vor 12. Dann ist schon 5 nach 12. Weil der Gerichtsvollzieher, der kommt normalerweise nicht von einem Tag auf den anderen. Vorher wird man kontaktiert. Wenn man sich aber einfach im ostdeutschen Hinterland versteckt und nicht erreichbar ist, dann wird der Gerichtsvollzieher gleich geschickt. Ja, weil es heißt, okay, wir haben jetzt monatelang versucht, den Mann zu erreichen, jahrelang offensichtlich. Wir haben ihn nicht zu fassen gekriegt. Jetzt wissen wir, wo er ist. Dann machen wir gleich Nägel mit Köpf. Ja, dann kommt gleich der Gerichtsvollzieher. Völliger Schwachsinn, davon weiß ich nichts. Natürlich weißt du nichts davor, er hat ihm die Haustür nicht aufgemacht. Das ist wieder irgendeine Lüge, die er erzählt. Wenn ich nichts davon weiß, kann er auch nichts davon wissen. Also, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. So würde mich interessieren, wo er wieder seine Informationen her hat. Ist aber nicht das erste Mal in den letzten... Reini, im Übrigen, wo wir gerade vom Steuerberater geredet haben, auch ein Ofenkäse wird einen Steuerberater haben und der kann ihn nochmal fragen. Du, wenn ihr jetzt da als Internetstreamer 35.000 Euro im Jahr verdient habt, was fällt denn da so an Einkommens- und Gewerbesteuer an? Ne? Über den Daumen gepeilt. Und der Wert im plus minus ein Tausender wahrscheinlich relativ genau sagen können, was dann da zu latzen ist. Also da muss auch niemand mit dem Gerichtsvollzieher gesprochen haben, Rainer. Rainer, wir wissen ungefähr, was du für Einnahmen gehabt hast. Wir wissen, dass du sie nicht versteuert hast im letzten Jahr. Und du musst einfach nur zum Experten hingehen, der sich mit Steuerrecht auskennt und sagt, hier in dem und dem Fall, ich bin da so und so, ich habe die und die Einnahmen über die und die Plattform gemacht. Was kommt da steuerlich auf mich zu? Und dann holt er einen Taschenrechner raus und sagt, ja, Mai zwischen 13.000 und 15.000 Euro werden es rechnen müssen. Und da bewegen wir uns. Ist ganz einfach, Rainer. In den letzten Jahren, dass er irgendwelche Lügen erzählt. Diese Schmatzerei geht mir fürchterlich auf den Sack. Aber das ist mal dahingestellt. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Fakt ist, es wird demnächst irgendwas mit der Steuer kommen. Fakt ist, letzten Endes, ja, Rainer, es wird jetzt irgendwas mit der Steuer kommen. Und dass du das jetzt so salopp sagst, sagt mir, das hast du vorher gewusst. Aber du hast gedacht, ich verstecke mich jetzt einfach, ich melde mich einfach nicht an, ich bin ja nicht in einer Mietwohnung, sondern in einem Gasthaus untergebracht. Das macht es für mich einfacher, dass ich das nicht als meinen Wohnsitz anmelden muss.
Uradigams, die werden mich niemals finden und ich muss in meinem Leben keine Steuern mehr zahlen. Problem gelöst. Und auf Wiedersehen. Nein, Diggity Doggity Stream, Big Match mit ihr Bindehautentzündung und Arschkrampe machen und let's fucking go. Ich bin da schon am Regeln und am Reden und am Klären, dass ich das irgendwie regeln kann. Und die Situation sieht jetzt wie folgt aus. Es wurde in den letzten 2 Monaten 3 verschiedene Aufenthaltsorte geleakt, von denen nichts gestimmt hat. Bis auf einen, der ist aber schon auch wieder hinfällig. Ist gelogen, Rainer. Schaut sie ihn euch an. Schaut sie ihn euch an. Ich habe euch in vielen vorherigen Videos die deutlichen Anzeichen gezeigt, woran man sieht, dass ein Rainer Winkler lügt. Da ist er, der winklerische Lügenblick. Da geht's los. 3 verschiedene Aufenthaltsorte geleakt, von denen nichts gestimmt Das Blinzeln. hat. Er leckt sich die Lippen. Er schaut so auf die Seite, weil er sich jetzt eine Lüge zusammenrennen muss. Bis auf einen, der ist aber schon... Jetzt. Dieses Zusammenzwicken von den Augen. Dieser wannabe überraschte Gesichtsausdruck. Die Schauspielkunst eines Rainer Winkler. Oh, ja, da tut er das dasselbe, wie wenn er so tut, als wüsste er nicht, wie der Solmecke heißt. Nein, ja, aber das ist ja schon lange nicht mehr. Das ist Bullshit, Rainer. Ist Bullshit. Ne? Du bist da noch. Auch wieder hinfällig. Und das, wie gesagt, wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das ist so eine deutliche Ding. Dieses Lippen zusammenpressen. Man merkt auch, man sieht dann an den Augen auch an. Ja? Verdeckt mal die untere Gesichtshälfte und schaut euch nur die Augen an. Der ist matt. Der ist wütend, dass seine aktuelle Bleibe bekannt ist. Und dass er keine Alternative hat, irgendwo anders hinzugehen. Ne? Und das Ganze... Da war er wieder, der Lügenblick, das Schlucken, das Lippen aufeinanderpressen, sich die Lippen lecken. Diese Scheiße, die regt mich einfach auf, weil es werden ständig Menschen in diese Situation mit reingezogen. Jetzt wird wieder abgelenkt von dem Thema. Menschen werden damit reingezogen. Und deswegen habe ich beschlossen, ich werde einfach gar keine Möglichkeiten mehr bieten oder nur noch wenig Gelegenheiten bieten, den Leuten die Chance zu geben, irgendwelche Möglichkeiten zu liefern, mich zu leaken. Ja, das Bullshit, Rainer. Ich nehme mal an, dass der sympathische Herr, bei dem du da gerade untergekommen bist, gesagt hat, hier Reini, wir helfen dir dabei, die Lüge aufrechtzuerhalten, dass du hier nicht mehr wohnst. Aber dafür ist hier Schluss mit der Streamerei. Ne? Weil, wenn du am Streamen bist und draußen haut einer auf die Hupe, dann ist das ganze Lügengebilde zusammengefallen. Aber Rainer, das ist auch so zusammengefallen. Reini, du wirst ja irgendwann einmal wieder vor die Tür gehen wollen. Oder ist es dein Traum? Ist es der große Traum vom Influencer-Dasein, den du dir erhofft hast, wo du damals deinen YouTube-Kanal aufgemacht hast? Ist es das? Dass du sagst, hey, ja, ich sitze da im ostdeutschen Hinterland in irgendeinem Kuhkaff, in der Neonazi-Butze und sehe das Tageslicht nie wieder, weil ich die Vorhänge zuziehen muss und mich nicht mehr aus dem Haus trauen darf. Vor Angst, dass mich dann jemand sieht, wie ich da zur Haustür rausgehe. Rainer, dann wärst du im Knast besser aufgehoben. Da hättest du mehr Freiheit im Knast. Und ich sag's immer wieder, dass der vor 2 Jahren nicht in den Knast gegangen ist, war das Schlimmste, was ihm passieren hätte können. Das war das Schlimmste, was ihm passieren hätte können. Wenn den für 2 Jahre eingeknackt hätten, dann wäre der jetzt wieder draußen. Also wenn es damals geheißen hätte, hier Herr Winkler,
er nimmt das Urteil an, ja, Oktober 2021, dann wäre er vielleicht im Januar 2022 statt im Ranger durch die Walachei zu meddeln, wäre er dann halt aus der Schanze rein in die JVA. Und jemanden wie den lassen die nicht die vollen 2 Jahre absitzen. Ne? Dann wäre er ab da 1,5 Jahre drinnen gewesen, dann wäre er Mitte letzten Jahres wieder draußen gewesen. Ne? Mit dem ganzen Apparat von Dingen unseres Rechtssystems im Rücken. Ne? Weil den Leuten wird ja auch in einem gewissen Maße geholfen, dass sie wieder auf die Füße kommen. Die haben ja dann die letzten Monate dann offenen Vollzug. Da können sie sich dann um Arbeit bemühen und um eine Wohnung bemühen. Und da wird ihnen auch geholfen. Die haben ja dann Berater bei der Seite stehen, vor allem wenn man so hageldumm ist, der einem sagt, hier, schau da mal hin, bewirb dich da, hier und da haben wir die und die Sozialwohnungen. Das wird alles nicht schön. Der wird irgendwo am Stadtrand in der Plattenbaubude enden, im sozialen Brennpunkt. Und irgendwo bei der Zeitarbeitsfirma irgendeinen Dulli-Job malochen. Aber es wäre ehrliche Arbeit und wäre raus gewesen aus dieser Scheiße. Jetzt ist er genauso eingesperrt, als wäre er tatsächlich in den Knast gegangen, allerdings ohne die Perspektive, da wieder rauszukommen. Er hat sich komplett in der Sackgasse reingerendert. Wenn du im Knast sitzt und nicht irgendwie, keine Ahnung, lebenslang mit Sicherheitsverwahrung hast, dann hast du eine Perspektive, da wieder rauszukommen. Die hat er nicht. Weil er wird mit dieser Scheiße hier nicht aufhören. Und solange er mit der Scheiße nicht aufhört, kann er sie nicht mehr aus dem Haus trauen. Rainer, du hast dir dein eigenes Gefängnis gebaut. Ganz alleine. Du hast ihn mal wieder als dein eigener größter Hater erwiesen. Herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Tiefpunkt in deinem Leben ist erreicht. Das heißt, ich werde weiterhin Videos machen, weiterhin Podcasts machen. Die kann ich aufnehmen und die kann ich hochladen. Da kann mir keiner reinpfuschen, weil wenn jemand versucht, in meine Videos rumzuschreien im Hintergrund oder sowas, dann kann ich das erstmal stilllegen und kann das rausschneiden oder kann das stummen oder irgendwas und drüber labern. Das gleiche gilt für die Podcasts. Was nicht geht, wenn ich jetzt im Livestream bin und Leute rumschreien. Es wird Situationen geben, wo ich Livestreamen werde. Aber immer wenn ich Livestreame, ich versuche das zu erklären, damit ihr das versteht, immer wenn ich Livestreame, egal ob ich jetzt irgendwo unterwegs bin oder ob ich jetzt irgendwo untergekommen bin oder ob ich jetzt in irgendeinem Hotel oder sonst was bin. Ja, oder in dem Gasthof, ne? Ich nenne es jetzt einfach mal die Wolfsschanze. Ja, oder wenn du noch in der Wolfsschanze sitzt. Immer, wenn ich Livestreame, gehe ich das Risiko ein, dass im Hintergrund Leute rumschreien. Ja, und das wird das wird der Führer von der Wolfsschanze schon auch gesagt haben, dass das nicht cool ist und dass du dann da nur bleiben kannst unter der Voraussetzung, dass du gefälligst das Streamen einzustellen hast. Gehe ich das Risiko ein, dass ich geleakt werde. Und gehe ich immer das Risiko ein, dass Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen werde ich in Zukunft versuchen, nur noch dann Livestreams... Um das jetzt nochmal klar zu machen, die Menschen, die in Mitleidenschaft gezogen werden, von denen er da spricht, das ist er. Ne? Zu machen, wenn ich wirklich sicher bin, wenn ich weiß, dass ich nicht geleakt werden kann, oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich dann sowieso in Menschenmengen unterwegs bin. Ja, Rainer, wann warst denn du das letzte Mal in Menschenmengen unterwegs? Rainer, du hast dich vor Menschenmengen schon immer in die Hosen geschissen. Wann warst du auf deinem letzten Festival? Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass du in Menschenmengen unterwegs warst. 2014, Summer Breeze, war's das? Ich glaube, das war's. Das war dein letztes Festival. Kurz gesagt, ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu streamen. Ich werde versuchen, mir jetzt mit meinen Podcasts ein zweites Standbein aufzubauen, versuchen, mit Odyssey Videos zu machen. Ja, wir haben das Thema auch schon mal gehabt, ja. Jetzt holt er sie rein. Ja, die Odyssey Millionen.
Da kann man sie. LKW-weise werden sie das irgendwie vor die Wolfsschanze karren, das Geld, das er auf Odyssey verdient. Rainer, auf Odyssey verdienst du kein Knopfgeld. Rainer, da verdienst du keinen Knopf Geld. Da kannst du Millionen von Aufrufen haben. Du kriegst dann trotzdem bloß einen Pfennigbetrag. Und versuche einfach auf verschiedenen anderen Plattformen ein bisschen was zu reißen. Weil ich einfach die Schnauze voll habe. Ich habe die Schnauze voll davon, dass Leute Lügen über mich verbreiten. Ich habe die Schnauze voll davon, dass andere Leute in Mitleidenschaft ziehen. Und ich habe die Schnauze vor allem davon voll, dass ständig irgendwelche Leute rumheulen, ich würde Menschen in Gefahr bringen. Denn es ist eine Tatsache, dass ich das nicht mache. Doch, Reini, das ist eine Tatsache, dass du das machst. Du hast so viele Leute in Gefahr gebracht. Und zwar sehenden Auges. Nicht nur, dass du Leute geleakt hast, die eigentlich positiv gesonnen waren. Nur weil man sich gestritten hat. Wenn du nicht alles geleakt hast, wenn du nicht alles vor den Kopf gestoßen hast, wenn du nicht alles vor die Kamera gezerrt hast, einfach nur, um dein scheiß Ego aufzupuschen, vollkommen scheißegal, welche Konsequenzen das für die Person hat. Die ganzen Leute, denen du in den letzten 1,5 Jahren die Hucke voll gelogen hast, im Diggity-Doggity-Stream, in dem du es runtergespielt hast, was hier los ist mit dem Code-Mieters-Geschichten. Ja, ich habe da ein paar Hater, aber, ne? Und dann denken die sich, ja, mal ein paar Hater im Internet hat jeder und sind am Streamen mit dir. Und danach bricht der Scheiße-Sturm über sie herein und die kommen zu dir und sagen, hey Rainer, was ist denn los? Warum warnst du mich nicht vor? Ich bin hier mit Scheiße geflutet worden, nachdem ich mit dir gestreamt habe. Und dann so, ich hab dir ja gewarnt, etc. Ich hab da gesagt, ich habe ein paar Hater. Was ich mache, ist, ich rede. Ich versuche mit euch zu reden, ich versuche euch was zu erzählen. Nein, du brüllst über die Leute drüber, Rainer. Und deswegen ist hier dieses Reaction-Format ist für mich optimal, weil da kann ich ihn pausieren. Ne? Reini, du brüllst über die Leute drüber. Und das ist eine widerliche Angewohnheit. Ne? Man muss auch mal Leute ausreden lassen können. Klar, wenn du eine hitzige Diskussion hast und vielleicht das Alkohol im Spiel, kennt jeder von uns, ne? Jeder will unbedingt seinen Punkt bringen, jeder weiß aber schon, was der andere sagen will, mehr oder weniger dreht man sich im Kreis, jeder ist dicht angeschissen. Aber mit dir kann man sich ja im nüchternen Zustand nicht richtig unterhalten. Ja, weil du immer anfängst zu schreien. Versuche ich zu unterhalten, ich versuche ich zum Lachen zu bringen, ich versuche ich vom Alltag abzulenken. Nein, Rainer, du versuchst uns um Kohlen zu erleichtern. Du willst hier niemanden und ich will die Leute unterhalten und zum Lachen bringen, aber ich bin jetzt schon wieder ein bisschen debris. Vielleicht muss ich ein bisschen wieder, ne? Nein, du versuchst die Leute um Kohlen zu erleichtern. Nichts anderes. Das Leben ist schwer genug. Ich versuche hier die Leute zu unterhalten, deswegen mache ich hier eine satirische Internetshow, die nichts mit Mobbing zu tun hat, um das nochmal klarzustellen. Und reagiere auf dich. Ohne dass man die ganze Zeit verfolgt wird. Und ich werde seit 10 Jahren verfolgt. Die Leute wundern sich, warum ich nicht mehr so rumschreie wie früher, warum ich so ausgeglichen bin oder ausgeglichener bin, warum ich nicht mehr Rainer, du bist super ausgeglichen. Rainer, ganz ehrlich, wenn du 100 Kilo weniger wiegen würdest, dann würde ich deutlich die Adern auf deiner Stirn sehen. So ausgeglichen bist du. Rainer, du bist matt wie ein Stall voll Affen. Auf 100 Sachen 80. Weil dein ganzes schönes Märchenschloss, das du dir da seit letztem Herbst, Verzeihung, das du dir seit letztem Herbst da aufgebaut hast, jetzt gerade in sich zusammenfällt. Die ganze Scheiße hat nichts gebracht. Ofi wegen Urheberrecht anzuficken hat nichts gebracht. Märkische Hede wegen Urheberrecht anzuficken hat nichts gebracht. Die Großen kriegst du nicht weg. Ja, klar, kleine Creator wie mich oder Serial oder sowas, die kannst du melden lassen. Ja, dann ist dann irgendwann der YouTube-Kanal weg. Aber das bringt ja nichts. Die YouTube-Kanäle, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, über dich, die sprießen aus dem Boden wie die Schwammerl im Herbst. Ne? Es ist, wie es ist. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Und du hast jetzt seit Herbst gedacht, so, ich bin gut versteckt, hier findet mich niemand, ich lass jetzt alle Hater wegmeddeln, wie du es selber gesagt hast,
und verklagt die alle und dann bin ich finanziell unabhängig für den Rest meines Lebens und alles wird gut und bla 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 bla. Und jetzt sitzt man da keine 2 Monate nach deinem Höhenflug und alles ist scheiße. Mal wieder. So wie die letzten 100 Mal, wo du dir Pläne geschmiedet hast, wie jetzt alles wieder geil wird. Und es ist jedes Mal Kelsey-Pries, alles wieder scheiße geworden. Dann sollte man vielleicht irgendwann einmal auf die Idee kommen, dass wenn alles immer scheiße wird, was man anfasst, dass er vielleicht die Verantwortung fürs eigene Leben in fremde Hände gibt. Dass man sagt, hier, ich bin zu dumm. Ich bin einfach zu dumm, mein eigenes Leben zu leben. Bitte hilf mir jemand. Nimm du bitte die Zügel in die Hand und sag mir, wohin laufen soll. Brülle, warum ich nicht mehr rumheule, warum ich nicht mehr Brüllheule, wie die Hater es bezeichnen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Ja, weil niemand mehr an deinem Tor rütteln kann. Ich habe kein Recht mehr dazu. Bei meinem eigenen Grundstück, ich habe das in einem Video heute auch erzählt, in meinem Podcast meine ich weiß nicht, ob es jetzt ein Podcast bei der für die Abonnenten ist oder ein Podcast, der für alle frei ist. Auf jeden Fall habe ich das im Podcast heute erst erwähnt. Der Grund, warum ich vor meinem Haus rumgeschrien habe, ist, dass es mein Eigentum war. Der Grund dafür, dass ich da rumgeschrien habe, ist, dass ich keinen Rückzugspunkt hatte. Ja, Reini, ist jetzt der Bahnsteig in Nürnberg oder der Bahnsteig in Würzburg oder der Vorplatz vom Bahnhof in Nürnberg, ist das auch dein Grundstück? Weil da hast du die Leute, oder die jetzt erst letztes Jahr im Spätherbst war das der Regionalexpress, wo du die Leute angebrüllt heult hast und nach denen getreten hast. Ist das alles auch dein Grundstück, oder? Hast du da dann das Recht deswegen? Einer deiner Argumentationen hat schon wieder Löcher. Ich konnte mich nirgendwo anders hin zurückziehen. Und ich hatte das Recht, mein eigenes Grundstück zu verteidigen. Wenn ich aber jetzt unterwegs bin, habe ich kein Recht mehr darauf, mich vor einem Hotel hinzustellen und rumzubrüllen. Das Recht hatte ich nie, werde ich auch nie haben und will ich auch gar nicht. Ich bin froh, dass das nicht der Fall ist. Weil im Hotel, da hast du nämlich Angestellte von dem Hotel als Schutzschild vor dir. Die können sich ja mit dem Kuchenkinderpack ärgern, ne? Sollen doch die sich darum kümmern. Ja, im Notfall rufen sie die Bullen. Ist ja nicht mehr dein Problem. Das ist der Punkt. Du hast dich vor deiner scheiß Schanze nämlich selber um die Scheiße kümmern müssen. Und jetzt hast du irgendeinen komischen, irren Neonazi, der mit der Axt rausläuft und mit der Sense durchs Dorf. Wie nimmer ganz gescheit, wo man denkt, okay, da sollte man vielleicht auch mal in die Looney-Bin packen, oder? Bei einem Hotel ist das Hotel dafür zuständig, dass da Ruhe herrscht. Ja, eben. Oder die Polizei. Von meinem Hab ich's gesagt. There we go. Und ich habe die Scheiße hier noch nicht gesehen. eigenen Haus muss ich mich um meine eigenen Sachen kümmern. Und das war der Grund, warum ich rumgestehen habe. Das war immer der Grund. Der Grund, warum ich Leuten auf die Fresse gehauen habe, wenn die mich aufs angegriffen haben, ist, weil ich mich verteidigen musste, mein eigenes Eigentum beschützen, mich beschützen, mein Leben beschützen. Das bisschen, was ich davon übrig hatte. Ja, Maulhäuten, Rainer, Maulhäuten ist alles Bullshit. Wie gesagt, der Bahnsteig in Würzburg war auch nicht dein Eigentum. Der Regionalexpress, in dem du da warst, vor ein paar Monaten, war auch nicht dein Eigentum. Der Nürnberger Hauptbahnhof ist ebenfalls nicht dein Eigentum. Das musst du alles nicht verteidigen. Ich weiß schon, du hast da auf den Zarenstein gehockt, weil das so schön nah an der Polizei ist. Ja? Weil die da in der Nähe sind. Dann kann man gleich zum Petzen gehen, wenn jemand ein Foto von einem macht. Aber ich sag dir mal was, denen bist du genauso auf den Sack gegangen wie den Leuten von der Pinea. Und die haben die Quiz erkannt. Weil ich glaube, dass wenn Neustadt und Nürnberg liegen nah genug beieinander, dass es da einen Austausch gibt zwischen den einzelnen Polizeipräsidien. Vor allem, wenn eins davon über 10 Jahre lang von so einem fränkischen Fettbeitel wie dir terrorisiert wird. Die Bullen, die da vorm Nürnberger Hauptbahnhof gestanden sind, die waren sich 100%ig deiner Backstory bewusst. Und da wird es sicher auch den einen oder anderen Herrn Müller gegeben haben. Der dich dann zwar da verteidigt hat, weil es sein scheiß Job ist, der sich aber gedacht hat, du dummes Arschloch. Warum bist du hier? Seit 10 Jahren kommen die Leute und sagen, ja, lösch dich aus dem Internet, dann hast du Ruhe. Ja, doch, das ist es. Nein, ich habe keine Ruhe, wenn ich mich aus dem Internet lösche. Doch, Reini, du hättest Ruhe, wenn du hättest dann nur kein passives Einkommen mehr. Du hast keine Battlebarren mehr, wenn du dich aus dem Internet löscht. Das ist das Problem. Weil dann werden die Leute erst recht versuchen, Scheiße zu bauen. Ja, genau, der Prophet. Ja, hier, das Met-Orakel hat gesprochen.
Ja, ich kann mir aus dem Internet gar nicht zurückziehen, denn dann wird höret meine Worte, sollte der Drache sich aus dem Internet zurückziehen, dann wird die 4. Posaune der Apokalypse schallen. Halt dein Maul, Rainer. Du hast es bei so vielen Leuten gesehen, ich kann da mehrere Beispiele nennen. Von dummen Arschlöchern, die sich im Internet zum Obst gemacht haben und die dann irgendwann gecheckt haben, okay, ich lösche mich aus dem Internet und deren Problem jetzt behoben ist. Die Memes existieren noch, aber die Leute werden in Ruhe gelassen. Reini, sogar der Depp, dem du die scheiß Taschenlampe auf die hohle Rübe gedonnert hast, der kurzfristig wirklich den Hass der kompletten Haterschaft auf sich gezogen hat. Sogar dieser Trottel ist 3 Wochen später, weil er den Kopf in den Sand gesteckt hat und sich aus dem Internet rausgehalten hat, Entschuldigung, ist der 3 Wochen später in Ruhe gelassen worden. Reini, erzähl mal kein Schmü. Weil dann bekommen sie noch weniger Content von mir. Wenn ich irgendwas im Internet mache, irgendwelche Videos, irgendwelche Streams, dann regen sich die Leute auf wie die kleinen Idioten, die sie nun mal sind, weil sie meinen, dass sie das Recht darauf haben, mein Leben zu zerstören und das Leben der Menschen, die um mich herum sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich diese Menschen kenne oder nicht kenne, ob ich mit diesen Menschen zu tun habe oder nicht zu tun habe. So, das war... Ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Diese Begründung hat doch überhaupt nichts damit zu tun, dass du sagen wolltest, dass es keinen, dass der Hate nicht weniger wird, wenn du dich löscht. Ja, wenn ich mich zurückziehe, dann wird es noch schlimmer, weil wenn ich Sachen mache, dann regen sie sich auf. Hörst du eigentlich selber zu, wenn du redst? Also einen dummen Schmarren habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Also wenn du Sachen machst, dann regen sie sich auf und tun Dinge. Aber wenn du sie nicht machst, dann erst recht. Merkst du das? Checkst den Umkehrschluss nicht. Wenn du Sachen machst, regen sich die Leute auf und gehen dir auf den Sack. Umkehrschluss, wenn du keine Sachen im Internet machst, dann tun sie das nicht. Na, dann wird's schlimmer. Behaupte jetzt einfach mal. Quelle Trust Me, Bro. Muss ich ja behaupten, weil ansonsten wäre es ja alternativlos, mich aus dem Internet zurückzuziehen. Weil ich ja seit Jahren drüber heule, wie schlimm es ist, dass die Leute mich nicht in Ruhe lassen. Im Prinzip auch alles, was ich sagen wollte. Ja, schön. Leider Gottes geht die Scheiße hier noch 7 Minuten. Weil der ist dann schon bei über einer Stunde. Wir haben jetzt 12 Minuten, ich würde noch ein paar Minuten Musik spielen. Und wenn wir dann so eine halbe Stunde durch haben, was habe ich jetzt gesagt, wie weit sind wir? 12 Minuten. Ich würde sagen, wenn wir es so auf etwa 19:40 Uhr, vielleicht bei spätestens 20 Uhr, würde ich dann... Oh Leute, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich ja aus 9 Minuten Rohmaterial jetzt 1 Stunde 10 gelabert zu viel, beenden. Bis dahin würde ich noch ein bisschen Musik spielen. Ich sehe, dass mich ein paar Leute jetzt abonniert haben. Ich danke euch dafür, dass ihr mich abonniert habt. Es gibt mittlerweile 3 verschiedene Abonnentenringe, wobei ich die 2 wahrscheinlich wieder raushauen werde. Wer mich unterstützen möchte, darf mich natürlich gerne abonnieren, aber ich sage euch gleich dazu, ihr werdet nicht viel davon haben. Ihr könnt natürlich in den Discord gehen, aber ich werde grundsätzlich keine großen Livestream-Aktionen mehr machen. Ich werde versuchen, mich anders über Wasser zu halten mit Videos, mit Streams und mit vielen anderen Geschichten. Ja, Reini, mit Bürgergeld. Weil jetzt, Rainer, jetzt wo du gefunden wurdest und du auch solche Unterkünfte wie die, in der du da gerade bist, wo der Inhaber, sagen wir mal, finanziell verzweifelt und vielleicht kognitiv etwas suboptimiert ist. Und du deshalb nicht direkt vor die Tür gesetzt wirst. Rainer, diese Gelegenheiten, die fallen nicht von den Bäumen. Das wirst du in den letzten 2 Jahren gemerkt haben. Du bist jetzt da geleakt worden. Du hast jetzt die Möglichkeit, du hältst die Füße still da drin. Meldest dich beim Einwohnermeldeamt, dass du da wohnst. Und lebst mit den entsprechenden Konsequenzen. Du hast dann eine Meldeadresse, das heißt, die GEMA wird kommen, die AOK ist schon gekommen, das Finanzamt wird kommen und eventuelle andere Gläubiger, von denen ich mir sicher bin, werden auch noch kommen. Dann
kannst du aber auch, da du ja dann einen festen Wohnsitz hast, kannst du dann auch Bürgergeld beantragen und Privatinsolvenz. Und dann bringen dir die Streams nichts mehr. Endstation, Rainer. Ja. Hashtag auf besiegt ewig. Und wer jetzt glaubt, dass er mich besiegt hat, der hat mich nicht besiegt. Rainer, ich lese dich wie ein Scheißbuch. Rainer, ich verspreche es euch, ich habe diesen Teil noch nicht gesehen. Ich habe diesen Teil noch nicht gesehen. Ich habe den Anfang gesehen, wo er Anfang von dem Video verzapft, hier die Scheiße mit dem besiegt, habe ich nicht gesehen. Ich verspreche es euch. Das ist jetzt unglaubwürdiger. Ich werde weiterhin aktiv sein, ich werde weiterhin da sein. Ich werde nur keine Livestreams mehr machen, weil ich nicht möchte, dass solche unterbelichteten Menschen, die Leute, die rumschreiben, dass ich besiegt bin, dass die auf andere Menschen losgehen. Es ist keine Schwäche, andere Menschen zu beschützen. Das was. Nee, ist es nicht. Es ist definitiv keine Schwäche, andere Menschen zu beschützen. Das Problem ist, du hast das noch nie gemacht. Reine der Einzige, den du jemals beschützt hast, warst du. Weil du ein egomanischer, narzisstischer Kackbeutel bist. Reine, du bist dermaßen egoistisch, dass du intimste Informationen deiner Familie ins Internet gebrüllschisst hast, nur um Barne zu erbetteln. Rainer, du hast über deine... Erinnerst du dich daran, was du über deine Mutter gesagt hast? Oder über deine Schwester? Rainer, du hast in deinem ganzen Leben dich noch nie für irgendjemanden eingesetzt, der nicht Rainer Winkler heißt. Noch nie. Versuche ich mich seit 10 Jahren klar zu machen. Es ist eine Stärke, andere Menschen zu beschützen. Aber darauf kommen natürlich Menschen wie ihr, die so hirnlos sind und andere Leute angreifen, nicht klar. Ihr fragt euch, also die Hater, ihr fragt euch, warum ich irgendwo bleiben darf und ihr raus sollt. Natürlich hört ihr raus, wenn ihr in irgendein fremdes Dorf, in irgendeine fremde Ecke kommt und tausende Leute belästigt, während ihr gleichzeitig da mit hunderten Leuten steht. Reini, ich darf ins Mo1 einchecken. Just saying. Und in die ganzen anderen Hotels in Nürnberg auch. Ich habe im kompletten fränkischen Raum nicht ein Hotel, das mich nicht nimmt, wenn ich Geld auf den Tisch lege. Großer, ich darf überall bleiben, Lord. Ne? Reini, die Leute aus deinem alten Dorf, die haben ein Dorffest veranstaltet, als du endlich weg warst. Reini, aus jedem anderen Hotel bist du rausgeschmissen worden. Du darfst überall bleiben. Reini, du bist in deiner Verzweiflung, der große gegen rechts Aktivismus Lord, der du angeblich ja immer bist, hat sie ja im ganzen deutschen Internet noch nie irgendjemand so sehr gegen, ihr kennt die Story. Du wohnst bei einem bekannten Neonazi in der Butze. Aus Alternativlosigkeit heraus. Du schwadronierst jetzt darüber, wer wo bleiben darf und wer welche Möglichkeiten hat. Oh nein! Jetzt haben Leute für einen Tag einen Platzverweis gekriegt in diesem komischen Kaff, in dem du da gerade bist. Oh, die Existenz dieser Menschen ist offensichtlich vorbei. Die können sie jetzt gleich erschießen. Nee, das ist denen scheißegal. Die sind hingegangen, haben ein paar halbe getrunken und haben eine Gaudi gehabt. Und als dann die Bullerei gekommen ist und gesagt hat, schleicht's euch, dann sind die gegangen und sind am nächsten Tag wiedergekommen, weil so einen Platzverweis kannst du für 24 Stunden austeilen. Da ist sie geläuft, Reini. Aber die Hotels, aus denen du rausgeflogen bist, bei denen bist du auf Lebenszeit gebannt. So wie auf YouTube im Übrigen auch. Wenn ich da irgendwo bin und nirgendwo entdeckt werde und da nichts passiert, weil ich da nicht entdeckt wurde, dann muss ich da gar nicht gehen. Ich erinnere mich an ein Video, das ich vor kurzem gesehen habe und an einen Audiomitschnitt, den ich vor kurzem gehört habe, wo
Leute dich, bevor du da entdeckt wurdest, und haben wir wieder das übrige Lügengesicht, wir schauen uns die Scheiße gleich nochmal an, in denen dich die Leute dazu aufgefordert haben, dich zu verpissen. Das war lange bevor du geleakt wurdest. Lange bevor da auch nur ein einziges Kuchenkind aufgeschlagen ist vor deiner Butze. Just saying. Wir schauen uns die Scheiße jetzt nochmal an, die letzten 10 Sekunden. Steht. Wenn ich da irgendwo bin und nirgendwo entdeckt werde und da nichts passiert, weil ich da nicht entdeckt wurde. Und da nichts passiert. Schlucken, sich die Lippen lecken, die Blinzlerei. Dann muss ich da gar nicht gehen. Und dieser Blick, da muss der klar nicht gehen. Und hier ist ihm gerade in seinen fetten Schwelles wieder eingesickert, es kann schon sein, dass ich da gehen muss. Weil es gibt ja da noch gewisse Menschen, die gewisse Vorwürfe gegen ihn erhoben haben, die den lieber gestern als morgen aus dieser Scheißbutze raus hätten wollen, ne? Die vor seiner Tür gestanden sind. Mehrfach. Und ihm gesagt haben, Reini, verpiss dich hier, und zwar weit weg, und zwar da, wo wir dich nicht finden, weil ansonsten gibt's hier, Klavkalasch. Oder ist ja klar natürlich nichts, dass da irgendwas passiert. Ich habe euch das schon mal erklärt. Der einzige Grund, warum ich aus irgendwelchen Hotels geflogen bin, sind Leute, die da unglaublich viel Stress verursacht haben. Nicht, weil ich der Mensch bin, der ich bin. Denn ich bin ein friedliebender Mensch, immer gewesen. Ich habe noch nie irgendjemandem was getan, außer um mich selbst in mein Leben zu beschützen. Oder um andere zu beschützen. Und das ist der Unterschied, den ihr nicht verstanden habt. Mic drop. Bam. Ach, und eins noch. Ich werde nie aufhören, für andere Menschen zu kämpfen. Ach, halt dein Maul. Jetzt redet er sich wieder in irgendeine Scheiße rein. Jetzt redet er sich wieder in irgendeine Scheiße rein. Hier. Das, wo ich gerade vorhin Pause gemacht habe. Das da. Schaut mal unten. Es ist sehr klein. Ne? Wo ich gesagt habe, dass es ihm eingesickert. Dass er da vielleicht rausfliegt. Das war so ein Tiefpunkt. Und immer wenn bei ihm so Erkenntnis, es eine Negativerkenntnis kommt, dann fängt es im Ogerstübchen zum Rendern an. Und dann kriegt er so einen inneren Schlaganfall. Dann wird kurz Mana getankt und dann wird sich wieder eingeredet, aber ich bin ja der Drache, der sich für alle anderen einsetzt. Und den Scheiß sprüht er jetzt wieder raus ins Internet, wo er dann sich da hinsetzt und sagt, ja, ich werde niemals aufhören, für andere Leute zu kämpfen. Rainer, es hat dir niemals jemand vorgeworfen, du hättest für andere Leute gekämpft. Im Gegenteil, man hat dir das Gegenteil vorgeworfen, dass du dich noch nie für irgendjemand anderes eingesetzt hast, dass du ein egoistischer Fettbeitel bist. Das hat man dir vorgeworfen. Ne? Weil du dich auch noch nie für irgendjemand anders eingesetzt hast. Und dich da jetzt so pathetisch reinzusteigern, ist halt an Lächerlichkeit und Erbärmlichkeit schwer zu überbieten. Komm, lass uns die Welt Man verdient nicht genug auf YouTube. Hey, jetzt kommt wieder irgendein... Der große Metal Lord, gell? Ist hier am Stissel. TikTok, wenn man keine Livestreams macht. Ja, doch. Es gibt Leute, die verdienen recht gut auf YouTube, auch ohne Livestreaminess. Aber ich gehe das Risiko ein. Ja. Ich habe die Schnauze voll. Ich kämpfe seit 12 Jahren auf verlorenem Posten. Ich habe Also im Übrigen, der hat schon wieder YouTube und Diggity Doggity verwechselt. die Schnauze so voll. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wenig Kraft ich noch habe mit dem ganzen Scheiß. Ich hätte gedacht, du hast die Stärke, die es braucht, Rainer. Ich habe keine Energie mehr dafür. Und ich Ja, habe dann lass es halt bleiben. auch keine Lust mehr, Energie dafür aufzubringen. Ich mache in Zukunft meine Videos und meine Streams so, wie ich es immer gemacht habe, als Hobby. Wenn ich damit genug Geld verdiene, cool. Wenn nicht, habe ich eben Pech gehabt. Ja. Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll davon, jemanden vorzuspielen, der ich nicht bin. Ja, Reini, ist schwierig. Ist schwierig. Du hast über Jahre lang nichts anderes gemacht. Wir haben, wer du wirklich bist, haben wir in den ganzen Discord-Leaks rausgefunden. Ne? Da haben wir gesehen, wer du wirklich bist. Diese Fassade des lustigen Internet-Influencers, die du da aufgebaut hast, die dir irgendwelche kernbehinderten Spastis geglaubt haben, um dir die Barren in den Arsch gestopft haben. Das bist nicht du. Ne? Und ich glaube, das kostet dich auch
ein gehöriges Maß an Anstrengung, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das gebe ich da. Mir gehen diese Matches gegen den Strich. Mir geht dieses geheuchelte, ja, mach dies, mach das, geht mir auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Ich mochte das schon von Anfang an. Ich habe schon von Anfang an gesagt, ich mag das nicht, dieses typische, Leute, haut raus, schmeißt dies raus, schmeißt jenes raus. Nee, habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht, wollte ich nie. Das bin nicht ich. Nee, du wolltest passives Einkommen über Google AdSense. Das hättest du heute auch noch, wenn du nicht deinen Strike umgangen hättest. Anne, ihr habt wegen deinem Fifi neulich auch einen Strike gekriegt. Und ich habe eine Woche lang brav mein Maul gehalten. Und ich versuche mir jetzt auch ein bisschen hier auf die sichere Seite zu stellen. Ich glaube auch, dass dein Fifi gerade nicht mal so bissig ist. Und ich glaube auch, dass du gerade andere Probleme hast, als irgendwelchen Leuten auf YouTube auf den Sack zu gehen. Und sobald du wirklich komplett in der Gosse gelandet bist und keinerlei Möglichkeiten zum Streamen mehr hast, werde ich den ganzen Scheiß wieder auf öffentlich stellen. Dann können sich die Leute das anschauen bis ans Ende aller Zeiten, weil es dann niemanden mehr gibt, der kommt und sagt, hier, das ist aber Edzardler Cybermobbing. Weil das ist es nicht. Ich möchte euch mit meinen Videos und mit meinen Streams unterhalten. Ich möchte euch vom Alltag ablenken. Ich möchte euch dazu lachen bringen. Oh. Einer, das mit der Hintergrundmusik, das hast du auch wieder nicht gecheckt. Ja, Regenbogenfarben, halt dein dummes Maul. Und ich möchte euch zum Nachdenken bringen. Ja. Spielen. Entweder habt ihr Lust drauf oder nicht. Und wer nicht Lust hat drauf, der kann sich verziehen. Ich spule jetzt mal, ich kann mir die Scheiße hier nicht geben. Ich mach jetzt kurz Pause, spule durch und schaue, ob ich jetzt irgendwann noch mal was finde, wo nicht einfach, also wo man tatsächlich verstehen kann. Erstens labert da gerade nichts Interessantes und ich lasse es jetzt mal schneller durchlaufen, mach kurz Pause und schau, ob er noch was Interessantes vom Stapel lässt, weil diese ganze Mucke, ich kann mir die Scheiße nicht anhören. Ja, okay. Also passiert ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Er hat seine übliche Schallplatte abgelassen, so von wegen, ja, er hat seine Familie verteidigt, seine Freunde verteidigt, sein Haus verteidigt und so und er hat alles verloren und das ist alles so ungerecht und er hat sich gegen Nationalsozialismus und Rassismus und Hass eingesetzt, bla 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 bla, lülülülü. Derselbe Dreck. Dann sind es diverse, Mucke ist noch gelaufen. Dann hat er ein bisschen geklemmt. Der arme Mann. Und dann lief jetzt noch ein HIZ-Lied, aber ich bezweifle, dass er das selber aufgelegt hat. Ich nehme an, dass das da irgendjemand drüber gelegt hat, ne? Also wenn er wirklich so dumm ist, dass er gerade dieses Lied, ich kann es euch dann nochmal reintun, ne? Das sind wieder. So, und damit verabschieden. Kein neues mit, da hast du recht, noch das alte schmeckt. Und ich weiß genau, du bist so sad. Im Discord, wo dich jeder Affe quält. Du legst dich dort mit diesem Findus an. Die Hater nennen den einen Ehrenmann. Man kann sich jetzt streiten über das Niveau. Erzählst weiter stolz vom Duschen nach dem Club. Großartiges Lied. Ich bezweifle, dass er das selber. Ich weiß es nicht, ob das wird irgendjemand drüber gelegt haben, weil er sich wahrscheinlich wieder irgendeine Scheiße reingepfiffen hat. Leute, wir sind jetzt bei fast 1,5 Stunden Video. Ja, für einen 15-Minuten-Clip, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt schon wieder gemacht hat. Aber ihr kennt's, wir kommen dann vom Hundertsten ins Tausendste und fangen irgendwas zum Labern an. Ich hoffe, die Scheiße bleibt online, wenn nicht. Ihr wisst, ne? Hater-Kanäle, Reuploads auf Odyssey beim guten John F. Kennedy schauen. Der wird das runterladen und lädt es dann wieder hoch. Ich werde diesen scheiß Podcast heute definitiv nicht mehr machen, weil ich habe noch was Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Und das war jetzt aber wieder ganz schön anstrengend. In diesem Sinne bleibt mir nichts weiter zu sagen als tut nicht, um Gottes Willen, tut nicht, was Rainer tut. Und Medal of